Folge 3, Digga, wir müssen direkt wieder rein, Jungs. Real Talk. Wir müssen direkt wieder rein. Bro, das ist, Digga, alle, die gesagt haben, schau das nicht. Fickt euch, Digga. Es ist schon wieder das Gleiche, schon wieder wie letztens. Alle sagen, nein, schau das nicht, voll scheiße. Digga, das ist das Krasseste, was ich jemals gesehen habe. Bruder, ich will weiterschauen, ich bin süchtig danach jetzt. Die Ritters. Eine Familie am sozialen Abgrund. Was hat die gehen? Der Norm muss jetzt für 3 Jahre weg, wegen schwerer Körperverletzung. Doch Norman weigert sich, ins Gefängnis zu gehen. Die wollen mich haben, nicht ich die. Also müssen sie mich holen. Plötzlich steht die Polizei vor der Tür. 24 gegen 1, er schafft Nee, es! das ist der Kripo. Carina Ritter, alleinerziehend mit 7 Kindern. Die sind schon in der Verantwortung, Kinder nicht nur in die Welt zu setzen, sondern die auch ordentlich zu erziehen. Ihr dürft alle mal hinten. Bitte hauen die dir in die Fresse. Bitte, Kieferbruch oder so, bitte. War ein Witz. War kein Witz. Digga, der... Sie klingelt, die Tür ist auf. Hallo, Frau Ritter. Hey, mach einen Wunsch raus! Wir sind. Was haben die Leute? Wir wollten eigentlich nur fragen, wie es Ihnen geht. Wir haben Sie vor 2 Jahren einmal besucht. Das ist richtig, ist aber nicht schön. Wir kriegen da den größten Ärger hier mit den Leuten. Ja. Die Carina haben sich auch wie so ein Hund gestern aus Köthen rausgejocht mit ihren Kindern. Das ist eine Frechheit. Jetzt verbieten sie die Kinder, damit sie mit die Enkelkinder, damit sie mit uns keinen Kontakt mehr haben dürfen. Alle 7 Kinder. Ja, die dürfen. Der Kleine, der 4-Jährige, hat gestern Abend trotzdem Wasser gequält am Telefon. Ja. Das ist eine Frechheit, ist das. Ich habe das gehört. Ich wollte Sie eigentlich fragen, ob Sie uns erzählen können, was passiert ist. Ja, wollen Sie hochkommen oder unten? Wie Sie wollen. Können Sie hochkommen. Hier, Afro. Was hast du hier Kommen wir runtergeschmissen? mal hoch. Gleich? Warum? Hallo. So, kommen Sie rein. Ja, kommen Sie rein. Eine Frechheit ist das, was Sie hier abziehen. Die Frau vom Jugendamt verbietet jetzt, dass ich keinen Kontakt mehr mit meinen Kindern haben darf. Wo ist denn Carina jetzt? In Elsdorf. Die ist weg. Die ist weg. Die hat eine 3-Raumwohnung gekriegt mit das 8. Kind kriegt sie jetzt. Eine Digga! 3-Raumwohnung. Und gestern hat der Das Dominik 8. angerufen und Kind. hat geweint, Oma, ich darf dich nicht mehr besuchen. Aber gestern waren die Kinder noch alle da. Die sind gestern ausgezogen, ja. Wie geht's Ihnen jetzt? Beschissen. Es geht um Karins älteste Tochter Carina. Schon bei unserem letzten Besuch im September 2007 ist sie alleinerziehende Mutter von 7 Kindern. Wo ist denn der Mann dazu, zu den 7 Kindern? Zu Hause bei sich. Bei sich. Hey. W. 3 Väter. Wie viel? 3 Väter? Und wie viel sitzen ein? Einer. Einer und Zweier. 4. Die war überfordert mit den Kindern. Hä, aber ich will jetzt wissen, wie das mit der Kripo weiterging. Haben Sie nicht helfen können? Die hat sich nicht Vor 30 Jahren war das noch nicht so richtig Droge mit Rauchen und Trinken Droge, also. Check, Rauchen war damals noch nicht so drogemäßig angesehen, oder? Checke. helfen lassen. Die hat mich ja nicht angelassen in ihrer Wohnung. Dann hat sie ja noch ihr 8. Kind. Weil sie nicht ganz sauber ist in ihrer Schüssel. So viele Kinder, kommt mit die 7 nicht klar. Halt den Mund. Hey! Ja, Wie redest du? Kann der Vater des 8. Kindes helfen? wie denn? Gibt's den oder hält der zu Carina? Please, sag mir das ab. Nee, Nicht wirklich. der ist jetzt mit Yvonne zusammen. Mit der Schwester? Ja. Ja, die waren ja gestern Abend da, alle beide. Das ist der Vater von den 5 Großen. Von den Kleinsten. Von Leon. Das ist der Vater von Leon. Ja.
Und ich Und quäle das ist Rotz so- und Wasser, dass der weg ist. Können Sie den denn sehen, Ihren Sohn? Na, ich hoffe. Das will die Frau nicht, weil er Alkohol trinken tut. Ich frag mich warum. Und so Also warum die das nicht will. wird das aber nicht abgesprochen. Und Sie sind der Vater von wem? Von die ersten 5. Vanessa, Francis, Jasmin, Kevin und Sarah. Überforderte Eltern, Kinder am Rande der Gesellschaft. Bereits im Januar 2008 versucht das Jugendamt einzugreifen und bietet Carina in diesem Haus eine möblierte 7-Zimmer-Wohnung an. Sie und ihre Kinder könnten hier sofort einziehen. Hier wäre nochmal ein Doppelzimmer, dass man dann je nachdem, wie die Geschwisterkonstellation vom Alter her ist, dass man gut anbieten könnte. Wir haben jetzt erstmal den Raum so in dem Urzustand gelassen. Die Zimmer sind hell und gemütlich. Auch eine Küche und ein Bad sind Teil der Wohnung. An der Angerstraße stehen Carina und ihren Kindern nur mobile Toiletten. Oha, im Hof wie zur schön, Verfügung. aber. So, und hier haben wir das Wohnzimmer für Familie Ritter geplant. Auch das haben wir alles, weil wir denken, wenn die Familie sich entscheiden würde, zu uns zu kommen, haben sie sicherlich auch vielleicht eigene Sachen, wo sie sehr dran hängen, was sie hier auch mitbringen würden. Und das würden wir dann gemeinsam, immer der Option, dass es wirklich dazu kommt, würden wir gemeinsam mit der Familie dann neu aufstellen und einrichten. Die Krüpe war übrigens nicht wegen Norman da. Okay, warum aber? Hier wäre auch noch mal so ein Spiel- und Beschäftigungsraum oder Hausaufgabenerledigung, weil ich denke, wenn so mehrere Schulkinder... Digga, was ist das für eine krasse Wohnung, aber? Ausreichend Platz. Frau Kara, es sieht ja alles sehr, sehr schön aus hier. Ne? Was haben die Ritters denn hier, was sie in der Angerstraße nicht haben? Wenn man es mal ganz pragmatisch sagen würde, fließend Wasser. Wenn man es mal ganz pragmatisch sagen würde, sie brauchen nicht raus, um zur Toilette zu gehen, sondern so wie das ein junges Kind auch verdient hat, dass es warm ist. Ja, und ich denke, dass man auch der Frau Carina Ritter gemeinsam mit ihren Kindern noch mal ein anderes Lebensmodell bieten könnte. Doch Carina lehnt ab. Warum? Sie hätte Köthen verlassen müssen, sie hätte ihr Umfeld verlassen müssen und sie hätte sich auf neue Regeln, auf ein neues Leben einlassen müssen und das wollte sie nicht. Und dann Das ist musste krass. dann doch das Familiengericht mit eingreifen und hat also hier Teile der Sorge dann auch entzogen. Ein langwieriger Prozess. Erst jetzt, 16 Monate später, wurde dem Jugendamt vom Gericht das sogenannte Aufenthaltsbestimmungsrecht für Carinas 7 Kinder erteilt. Was ist jetzt ganz konkret Neues passiert? Also neu passiert ist, dass die junge Mutter mit den 7 Kindern ausgezogen ist. Es ist gelungen, für die Familie eine eigene Wohnung zu besorgen. Sie wohnt nicht mehr in der Angerstraße und hat die Chance, nochmal fernab dann nochmal zu versuchen, mit ihren Kindern in eine ganz andere Richtung zu gehen, also und auch selbstständig zu werden. Die möblierte Wohnung wurde inzwischen anderweitig vergeben. Umgezogen ist Carina aber trotzdem. Fahrt doch mal hin, zeig doch mal, wo Carina ihre neue Wohnung ist. Fahr mit. Können Sie das zeigen? Wir können Sie mal Die Krüpe hatte neue Bewohner in die Angerstraße gebracht. sehen, was da drüben abgeht. Ja. Da eine Krüpe war da, um eine neue Familie dahin zu bringen in das Wohnheim, okay? Jugendamt ist gerade da. Und die andere kommt um 3 rum. Na, die alte. Nur ein bisschen. Oh, ich hätte wohl was gesagt. Carina wohnt mit ihren Kindern 3,5 Kilometer außerhalb von Köthen. 3 Zimmer, Küche, Bad auf knapp 100 Quadratmetern. Außerdem bekommt sie ab sofort Unterstützung bei der Das Erziehung. Basketball! Ob für sie und die Kinder in der Obhut des Jugendamts nun alles besser wird? Eine schöne Wohnung ist das. Wieso ist die Wohnung schöner als vorher? Was meinen Sie? Die ist schöner, ja. Und was ist schöner daran? Na, erstmal ist es hier räumiger, sauber. Ich frage mich so, wie lange. Das ist schon meckern. Kinderwagen, die muss aber irgendwo da sein. Das ist das, wo die mit den Jungs abholt. Keiner? Ne, ist keiner da. Ich frage mich, wie die Kinder holt. Nicht mal die Jugendamt ist da. Carina hat 2 Jugendamtanten. Und das für 3 Jahre. Und die bevormundet die Carina. Die ist von früh um 8 bis abends um 8 da, bis das letzte Kind ins Bett geht.
Und die will die Kinder bevormunden. Das geht da um ganz normale Dinge, den Alltag zu organisieren, als auch mit den Kindern das gut auf die Reihe zu bekommen. Und dann helfen sie der jungen Mutter dabei, einfach früh aufstehen, das Kind fertig machen, das nächste Kind fertig machen, dann das Kind zur Schule bringen, das Kind abzuholen, dass man miteinander gut spricht und dass man auch das Vokabular vielleicht verändert oder erweitert, die deutsche Sprache. Das ist eine Frechheit, was die sich rausnimmt. Sollen bei anderen Leuten hingucken, wo es angebracht ist, die hier den ganzen Tag saufen. Ihr Sohn wohnt ja jetzt auch hier. Ja. Wie ist das für ihn? Was glauben Sie? Für den meinen Jungen? Der freut sich. Der freut sich. Bloß eben. Digga, wisst ihr, was ich krass finde? Man ist mehr erwachsen, als man jung ist. Also man ist viel mehr erwachsen in seinem Leben, als man jung ist. Wenn ich nicht da Denk bin, drüber dann nach, ist er denk ein drüber bisschen nach. traurig, aber und der Oma nicht mehr sieht. Der Kontakt zu Mutter Karin und Deswegen bleibt so lange jung ihr könnt. Okay? Wenn irgendeiner sagt, ihr seid kindlich, egal. Bleibt so lange jung ihr könnt. Weil irgendwann könnt ihr nicht mehr jung sein. ihren Brüdern Norman, René, Christopher und Andy ist Carina vom Jugendamt untersagt worden. Schlechter Einfluss, heißt es. Wollen nicht. Carina kooperiert und meidet den Kontakt zu ihrer Familie. Die Betreuer sind sicher, dass der Abstand ihr und den Kindern gut tut. Es gibt eben noch andere Wertevorstellungen, als eben so viele Jahre im Obdachlosenheim zu wohnen oder ich sage mal auch dieses rechtsradikale Gedankengut, was teilweise ja so vermittelt wird. Und einmal heil, Digga, das ist so krass, ne? Bro, das Kind ist, weiß ich nicht, Digga, 4, 5 Jahre alt, Digga, und sie sagt einfach das. Die Kinder wissen nicht, was sie machen oder wenn sie groß zeigen, das ist denen gar nicht bewusst, dass das was Böses ist. Das lernen sie in der Familie und die Familie ist das Lernmodell in den ersten Lebensjahren. Cool, sagt er, ja, das ist wirklich krass. Ich weiß nicht, warum meine Kinder so geworden sind. Ich weiß es nicht. Was ist denn aus Ihren Jungs geworden, aus den 4? Ja, der Norm ist verheiratet. Oh. Ja, da hinten. Das Bild. Hier auch. Norm ist verheiratet, hat eine kleine Tochter. Ja, und die sind alle noch in Haft. Oh, perfekt. Alle weg. 4? Alle weg. Ja, ist traurig. Norman hatte im September 2007 Haftantritt. Damals weigerte er sich, ins Gefängnis zu gehen, war sogar bereits eine Woche überfällig. Ich fahr doch nicht dahin. Die wollen mich haben, nicht ich die. Also müssen sie mich holen. Als plötzlich die Kripo vor der Tür steht, glauben die Ritters, dass Norman festgenommen wird. Ist das eine Streife einfach nur? Oder? Nee, das ist der Kripo. Ja? Die Story geht weiter. Wieso kommt da der Kripo? Wieso kommt da der Kripo? Doch der Besuch entpuppt sich als falscher Alarm. 2 Beamte in Zivil bringen lediglich einen neuen Bewohner in das Obdachlosenheim. 5 Tage nach diesen Aufnahmen wird Norman festgenommen. Aktuell sitzt er in der JVA Dessau ein. Also haben Sie quasi noch David? David ist der Einzige, ja. Und sind alle weg? Alle weg. Yvonne, Karins zweite Tochter und Mutter von Wer ist aber Enkelkind David? Ist David der mit den Drogen? David besucht ihre Mutter regelmäßig. David Dobrik. Nein, nicht David. Nee, achso, das war Andy, stimmt, ja. Wer ist David? Haben Sie denn noch Kontakt zu Norman? Zu Ihrem Bruder? Können Sie den besuchen oder? Nein, da fährt seine Frau und seine Tochter hin. Ja. Der hat doch seine eigene Familie, oder nicht? Ja, klar. Was soll ich denn da? Und Sie sind jetzt Yvonnes neuer Freund? Genau. Und auch der Vater von Carinas 8. Kind? Ja. Wird gesagt. Das Ja, hab ich nicht ja wird gesagt, das ist so. Nee, das wird gesagt. Na, ich kann's nicht gewesen. Eine Großfamilie, die Rätsel aufgibt. Auch das Jugendamt blickt kaum noch durch.
David war der, den Norman getreten hat, also dieser Junge. Vergessen, dass hier auch Familienstrukturen dieser sind, die man so von da. außen eigentlich gar nicht durchschauen kann. Es haben sich also doch Gewohnheiten entwickelt und Bindungen entwickelt, die man ja von außen gar nicht so gut bewerten kann. Ja? Und wenn man dann als Helfer von außen kommt, soll dann in dieser Familie tätig werden und durchschaut gar nicht alle Zusammenhänge, weil die ja sich auch verschleiern, weil das auch alles ein bisschen undurchsichtig ist, dann ist das sehr schwierig, dort zu helfen. Doch es sind nicht nur die Familienverhältnisse, die schon bald für neuen Ärger sorgen und die Ritters in ihren Grundfesten erschüttern werden. Paragraph 11. Landgericht Dessau, Sachsen-Anhalt. Carina Ritter, inzwischen 34 Jahre alt und Mutter von 8 Kindern, muss sich für ein Schwerverbrechen verantworten. Können Sie uns sagen, warum Sie heute hier sind? Könnt ihr ausmachen. Frau Ritter wird kein Interview geben. Digga, die sieht so aus, wie man sich den Anwalt vorstellt. Ich dachte, die sehen anders aus. Oder nee, das ist kein Anwalt. Das ist ein Anwalt. Holy shit. Warum sieht die so aus, als... hä? Was ist passiert? Angeklagt sind 4 Ich check, was ich Männer meine, aus oder? Köthen und Umgebung und ferner eine 34. Nein, aber so sieht doch ein Anwalt heutzutage nicht mehr aus. Oder? Aber der sieht so aus, wie man sich den vorstellt, aber nicht ist. Aber so sieht kein Anwalt mehr aus heute. 30-jährige Frau. Doch, Anwalt. Hier ist ein Anwalt. So sieht ein Anwalt aus. Frau wegen versuchten Totschlags. Bei der mitangeklagten Frau handelt es sich um die Verlobte des Geschädigten. Ihr wird Beihilfe vorgeworfen, weil sie kurz zuvor den Geschädigten telefonisch an die Wohnungstür gelockt haben soll, unter dem Vorwand, mit ihm reden zu wollen. Warum sind Sie jetzt hier? Weil es meinen Sohn mit betrifft. Was ist mit Ihrem Sohn? Mein Sohn ist mit angeklagt. Glauben Sie, dass Ihr Sohn Nein. schuldig ist? Nein. Warum nicht? Weil mein Sohn diese Straftat als erstes auch angezeigt hat. Er ist gemeinsam mit uns als Eltern zur Polizei gegangen. Und er hat diesen Druck auch nicht ausgehalten und ist jetzt auch in psychologischer Betreuung. Tut uns da auch sehr leid. Ihm tut das auch leid. Ja, und ich denke mal... Digga, er hat sich self-reported, Real Talk. Prozess wird's finden. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen sollen die 4 Männer dem späteren Geschädigten im November vergangenen Jahres einen sogenannten Kontrollbesuch in dessen Wohnung abgestattet haben. Unter anderem soll einer der Angeklagten mit einem ca. 35 Kilogramm schweren Sessel nach dem Geschädigten geworfen haben. Digga. Dieser trug ganz erhebliche Verletzungen durch die Gewalteinwirkung davon, unter anderem mehrere Frakturen im Gesicht sowie ein Schädel-Hirntrauma. Darüber hinaus soll einer der Angeklagten auch eine Bierflasche auf dem Kopf des Opfers zerschlagen haben. Ab diesem Zeitpunkt, wo er das zur Anzeige gebracht hat, hat er eben noch massive Angst. Also es geht ja auch ein mit Morddrohungen gegen ihn über Internet, über Handy, Stalking, mit Autoverfolgung. Und er fühlt sich jetzt auch hier sehr unwohl, weil ja die Leute kommen. Digga, was ist das denn? Soll das ein Ding sein? Wie heißt das? Wenn Leute sich treffen für sowas, wie heißt das? Gericht. Soll das ein Gericht sein? Digga, das ist immer scheiße. Ich dachte, es wäre wie in so einer Kirche. Hinten sind so richtig viele Bänke, wo Leute zuschauen. Links ist eine Partei, rechts ist eine Partei. Und dann vorne in der Mitte ist so ein Pult, wo der Anwalt sitzt. Rechts Assistentin und links der Schuldige. Und dann ist da noch so ein Brett, wo er mit dem Hammer... Schuldig! Sowas, checkt ihr? Kommen ja immer in geballter Ladung. Haben Sie selbst auch Angst? Ist in Amerika so? Hä? Und sonst nix? Sonst nirgendwo? Ich habe keine Angst vor Familie Ritter. Aber immer nur Klaps auf die Finger geht auch immer nicht. Na, bis denn sowas passiert. Und es ist nur ein versuchter Totschlag und das nächste Mal wäre der Mord. Ausmachen! Mit dem Opfer, ihrem Ex-Verlobten, kommt Carina kurz nach diesen Aufnahmen wieder zusammen. Ach du Scheiße. Sie verloben sich noch einmal und träumen von gemeinsamen Kindern. Warum sie ein Schlägerkommando zu ihm nach Hause bestellt hatte, darüber schweigt Carina. Das Tatmotiv Coole Beziehung.
ist offenbar weitgehend im Dunkeln geblieben. Angeblich soll Denkt ihr, die Beziehung ist toxisch bei denen? der Geschädigte kurz zuvor die Mutter der Mitangeklagten bedroht haben. Näheres hat sich allerdings bislang nicht aufklären lassen. Ein Streit zwischen Mutter Karin und dem Schwiegersohn ins B mit fast tödlichen Folgen. Was war da los? Der Versuch einer Klärung zu Hause bei den Ritters an der Angerstraße. Frau Ritter, sind Sie da? Guten Morgen, Frau Ritter. Stell mal deine Kamera aus, du Hey, wie Das ist nicht schnell. Wir wollten eigentlich mit Ihnen noch mal reden. Am Arsch können Sie mich mal lecken, kreuzweise. Sehen zu, damit Sie verschwinden hier. Wir haben ja gehört, dass Ihre Tochter im Moment vor Gericht steht. Jetzt wirft sie gleich wieder Fleisch. Wie geht's Ihrer Kommen Tochter? Sie, Leute. Ruf mal Bullei. Karin mal schickt Bullei. ihren Sohn René runter. Ist denn der Norman wieder da? Ja, der ist da. Wir würden jetzt gerne mit ihm sprechen. Am Arsch können Sie uns lecken. Okay, aber Retalk, ich muss sagen, ich glaube, also, wenn ich das so verdient, würde ich mich auch komplett abfucken, gell? Also die Fernsehleute dürfen ja nicht alles machen, Digga. Arsch zumachen, Ablauf, komm, los. Komm, los. Ey. René und seine Mutter Karin haben heute keinen Redebedarf. Das Team verlässt die Angerstraße, damit die Situation nicht eskaliert. Kein Content für sie. Scheiße. Körperverletzung zu 12 Monaten auf Bewährung verurteilt. Derweil verliert das Jugendamt die Geduld. Der eigentliche Gedanke war, wir wollten Mutter und Kinder nicht trennen. So, und das haben wir probiert. Die junge Großfamilie hat eigenen Wohnraum bekommen, sozialpädagogische Familienhilfe, eine ganz intensive Betreuung. Und hier wurde nicht mitgearbeitet. Und dann musste dann doch das Familiengericht mit eingreifen und hat ihr im Prinzip die Kinder weggenommen. Und das geht nicht spurlos vorüber an einer Mutter. 2012, 2 Jahre vor Prime-Jahr. Plötzlich allein. Alle Kinder weg. Wir treffen Carina im Obdachlosenheim an der Angerstraße. Keiner von den Kindern ist bei Ihnen. Nee. Was denken Sie da? Scheiße. Wenn man es ja bloß für alle 2 Monate bzw. alle 4 Wochen für 3 Tage hat. Warum ist das so? Was glauben Sie? Glauben Sie, Sie wären in der Lage gewesen, Ihre Kinder zu erziehen oder Sie würden in der Lage sein? Ja. Jojo. Aber warum sind die Kinder nicht bei Ihnen? Tja, weil Jugendamt den nur Stein im Weg legt. Wir sind aus Sicht der Familie die nur schikanieren und die sich immer einmischen. Und dadurch kommt es natürlich zu Diskrepanzen zwischen der Familie und uns, zwischen der Familie und der Stadt und dem Kinderheim und allen anderen, die damit zu tun haben. Und das wird für uns alle nicht einfacher. Die sind ja rausgerissen worden aus den Kinderwagen und sind einfach auf öffentlicher Straße weggenommen worden. Ich war bei Netto drüben einkaufen. Auf einmal steht die Polizei bei mir um Einkaufswaren. Ich sage, was ist denn nun los? Ich sage, ich habe nicht geklaut. Und habe meine Tasche aufgemacht. Nee, Frau Ritter, wo ist denn die Carina? Wir suchen Carina. Ich sage, die ist auf dem Weg nach Hause mit ihren Kindern. So, und dann kam ich hier rüber mit meinem Eingekauftes und da sagte der David, Oma, der Herr Grimm war da, der Gerichtsvollzieher und eine Kriminalerin. Ich sage, und was wollten die? Die suchen Carina. So, dann habe ich sie angerufen und dann hat sie auch schon geheult und dann sagt sie, ja, hier in der Leopoldstraße haben sie gerade die Kinder mich weggenommen auf der Straße, das Baby aus dem Bro, ich check nicht, wer da alles sitzt. Also das ist Carina, das ist, ne, die kennt man sowieso. Das ist Karin, ne? Die heißt Carina und die heißt Karin, oder? Warum heißt sie genauso wie ihre, und das ist die Tochter. Warum heißt sie genauso wie die Mutter, nur mit einem A mehr? Kinder waren gerissen, ins Auto rein und fort. Ohne Vorwarnung, nicht warum, weshalb, gar nichts. Einfach so weggenommen. Wissen Sie, warum Sie Ihnen die Kinder weggenommen haben? Ja, wegen ihrer Onkels. Weil die rechtsradikal sind. Die können doch aber nicht die Kinder dafür verantwortlich machen, für das, was wir sind. Machen sie aber. Ja, dafür können die doch nicht die Kinder verantwortlich machen. Sind die beknackt? Dass die Kinder hier nicht mehr leben dürfen, hat mehr als einen Grund. Hä, ist das nicht Dings? Das sieht 1:1 aus wie Norman. Das Umfeld, Carinas Vorbestrafung und die allgemeinen Lebensumstände.
Hausführung mit Norman. Ist der doch? Hä? Aber ich dachte, der wäre im Gefängnis. Nicht mehr? Du hast die Tür aufgemacht, Alter. Ja, okay, er hat eine Bierflasche in der Hand. Okay, es ist. Jemand hat seine Notduft in einem Eimer verrichtet. Es riecht im gesamten Hausflur. Du hast die Tür aufgemacht, du hast nicht. Ich sag, das sind die einzigen 2 Toiletten, die zur Verfügung stehen und die sollen reichen für 14 Mann. Wie oft werden die dann? Einmal die Woche. Hier müssten Carinas 8 Kinder leben, hätte das Jugendamt nicht eingegriffen. Norm, welches Zimmer ist das hier? Meine Wohnstube. Wer ist auf den Bildern zu sehen? Mein Junge und meine Tochter. Und jetzt heißt es auf einmal, ich bin die Gefahr für die 2. Ja, verstehe ich auch nicht, warum. Verstehe ich nicht. Wie oft sehen Sie dann? Wenn ich den Kleinen sehen will, entweder Jugendamt oder die Erzieher da von den Mutter- und Kindheim. Kinderbilder in Normans Zimmer, das ist neu. Ansonsten hat sich nicht viel geändert. Bro, what the fuck, Digga? Was hat Bro für ein Poster hier? Was? Hat sich nicht viel geändert. Armut und Verwahrlosung im ganzen Haus. Geht da rein, guckt euch die Buden an. Ich laufe da nicht rein. Wer wohnt hier? Von René, Yvonne und Carina wohnt hier der Vater. Also von meinem Vater ist das der Bruder. Wie alt ist der? Wie alt ist dein Vater? Weiß ich doch nicht. Du musst doch wissen, wie alt dein Vater ist. Bernd Ritter, Vater der ältesten 3 Ritter. Ich muss auch sagen, ich weiß, glaube ich nicht. Ich glaube, ja, doch, ich weiß es nicht. 56, er wird 57 dieses Jahr. Kinder ist gerade nicht im Haus, aber ein Mitbewohner ist da. Ich habe dir gesagt, es kommt Besuch, Mensch, dass du jetzt mal zusammenzogst. Ein Nachbar und Freund der Familie. Fühlen Sie sich hier wohl? Im Moment ja. Ich wohne dabei 10 Jahre hier. 10 Jahre schon? Ja. Schicke Können Bude. dort Kinder aufwachsen, Jugendliche? Nein, da können keine aufwachsen. Das war ja auch die Hauptbegründung, dass wir gesagt haben, wir nehmen die Kinder jetzt dort raus. Und dem ist ja dann auch das Familiengericht gefolgt. Und wir haben also auch Besuchskontakte in der Angerstraße untersagt. Die Kinder dürfen nicht in die Angerstraße gehen. Telefonate sind allerdings erlaubt. So wird Karin von ihren Enkelkindern ständig auf dem Laufenden gehalten. Das letzte Gespräch hat sie schockiert. Da hat der Dominik zu mir gesagt, Oma, der Tobias hat mich aus Spaß in Ich sag, was ist los? Was? Da haben die Kinder gerufen, Was hat sie gesagt? mich aus Spaß in Hat mich aus Spaß in den Arsch Ich sag, was ist los? Und da haben die Kinder gerufen, ja, das stimmt. Und da hat die Yvonne die Polizei in Köthen angerufen, hat sich die Telefonnummer von Wittenberg geben lassen und wir haben dann die Polizei nach dem Kinderheim geschickt. Und gegen den Täter konnte nicht ermittelt werden, weil der Täter erst 13 Jahre alt ist. Der ist jetzt einfach nur verlegt worden nach Leipzig. Also es handelt sich um einen Behinderten. Sexueller Missbrauch von Kindern, Digga, die meinte wirklich Arsch. Was? Das Kind, was wirklich zum Tatzeitpunkt noch nicht strafmündig war und aus diesen Gründen und weil es nach außen hin nicht den Anschein hatte, dass es wirklich zu dieser Straftat gekommen ist, wurde das Verfahren eingestellt. Also welchen Vorwurf machen Sie jetzt konkret? Wem machen Sie einen Vorwurf und das Jugendamt und das Heim? Das Jugendamt und das Heim. Vernachlässigung der Aufsichtspflicht und sexuellen Missbrauch, Vertuschung einer Straftat. Die wollen das alles vertuschen. Die wollen das vertuschen. Wir müssen nichts vertuschen. Also das, was dort passiert ist, ist bedauerlich, was dem Jungen dort passiert ist. Aber das Heim hat korrekt gehandelt und hat uns als Personensorgeberechtigte für diese Kinder benachrichtigt. Und im Gespräch hat auch die Mutter davon erfahren. Aber warum hauen die Kinder aus den Kinderheimen ab? Abend um 10 ist der Kevin abgehauen vom Kinderheim, den haben sie 2 Tage gesucht. Er raucht jetzt schon und trinkt Alkohol. Was? Dann haben sie die Jasmin, die ist 12 Jahre.
Die haben sie jetzt so psychisch fertig gemacht und haben die nach Bern. Warte mal, Jasmin kennen wir, oder? Jasmin Ritter. Die war damals 12, ist jetzt halt älter, aber die kennt man, ne? Die war jetzt auch, glaube ich, ab und zu mal Fernsehen und so, glaube ich. Das war die mit Gurkensohn, oder? Ja, doch, das ist die. Okay, der war gut. Warte. Natürlich die Gurke. Ja! Oh, und wieso? Oh mein Gott, Digga. Mühle gebracht. Die Vanessa ruft hier an und sagt, weil mein Zimmer noch nicht sauber ist, kriege ich nichts zu essen. Dass die Kinder nichts zu essen bekommen, ist wirklich an Haaren herbeigezogen. Na, aber wenn man sagt, du räumst dein Zimmer auf bis zur Normalzeit und dann machst du das jetzt auch fertig und kommst später zum Essen oder solche Sachen, die finde ich völlig normal. Und gestern um 2 Uhr nachts TikTok scrollen auf einmal kommt Livestream von Norman Ritter. Nein, Bro, du laberst Scheiße. Wie heißt der? Norman Ritter. Halt's Maul. Dieses Lied ist derzeit nicht verfügbar. Und die sind in jeder normalen Familie so, dass die in dieser Familie so nicht sind. Das hat ja dazu geführt, dass wir die Kinder rausgenommen haben. Carina, abschließend, was wollen Sie? Was wünschen Sie sich? Für Ihre Kinder auch und für sich? Dass die Kinder wieder nach Hause kommen, wo sie hingehören. Und dass man eine größere Wohnung kriegt. Bloß das Köthner Jugendamt legt ihnen ja nur Steine im Weg. Was glauben Sie, warum legen die Ihnen Steine in den Weg? Weil wir den Namen haben. Ja, und weil der Boy heute ans Tageslicht gekommen ist, was auf dem Jugendamt für welche arbeiten. Ja. Dass sie selber Dreck anstecken haben. Entweder machen sie jetzt was oder es wird Selbstjustiz gemacht. Anders geht's nicht. Ja. Wie soll denn Selbstjustiz aussehen? Selbstjustiz ist das, wenn wir uns zusammenrotten, ja, und da hochfahren und die Kinder da wegholen. Demnächst Skandal in Köthen, wieder die Ritterbrüder. Die sollen angeblich den Vietnamesen vor den Kopf geschlagen haben. Das ist alles gelogen und erstunken. Kanackenschwein. Außerdem ein neues Zuhause. An der Wände und auf der Erde klebte Scheiße. Ritters sind stinksauer. Man lebt ja wie so eine eigentlich. Norman schwer krank. Weil ich Blut gebrochen habe. Weil meine Ex mich im Bauch getreten hat. Und? Gegenüber, da sollen diesen Monat 210 Flüchtlinge herkommen. Raus mit die Viecher. Die sind ja nicht erwünscht. Das kennen wir. Ich kenne das. Bro, Legendensatz, ja. Alter, ist das krass, Mann.